Ja Leute, so schnell kann es gehen und plötzlich sind wir in Quorm Falls. Ja, willkommen zurück zu 1900. Nein, natürlich nicht, wir sind nur kurz hier, weil wir uns noch etwas genehmigen können. Hier noch vermutlich die letzte Sidequest fürs Erste, vorerst, bis auf weiteres. Bin gespannt, wie lange es dauern wird. Jetzt kommt die schon wieder, ey. Gut, ich fahre jetzt mal die Strecke entlang, wie wir sonst auch immer machen. Und hoffen, dass sich dabei etwas ereignet. So, ansonsten, die neue Welt, wie sie uns doch so toll gefällt. Vieles toll gemacht, einiges fehlt noch, wobei einiges, stimmt gar nicht, sagen wir ehrlich, es fehlt kaum noch was. Oh, jetzt wollen die ja noch Alpaka-Wolle haben. Keine Alpaka-Wolle hier. Alles andere ja, aber keine Alpaka-Wolle. Doof. Ne, komm, jetzt machen wir es anders, Letzte Folge war eigentlich immer so ein bisschen, ja, machen wir dies, machen wir jenes, einfach alles durcheinander. Das ist jetzt, nee, nicht mehr so. Ein Schlussspurt hin, nee. Da machen wir nicht mehr so. Erstmal so. Da kommt man die Post weg. Und ich kann damit sowieso nichts machen, das heißt, die Post kommt weg. Okay. Post kann nicht manuell verladen werden. Natürlich nicht. Ist natürlich alles von Arsch. Insofern, ich muss sowieso hier hoch. In der letzten Folge haben wir noch angefangen, hier ein bisschen was zu deichseln. Also sprich, wir haben hier alles noch verschoben, soweit wir eigentlich konnten. Haben auch, schauen wir mal schnell runter, haben auch hier noch ein paar Gebäude gebaut. Das sieht jetzt hier alles soweit super aus. In ein neues Gebäude gebaut. Ich werde natürlich gleich die Straßen noch ein bisschen ergänzen. Und also Upgrade natürlich. Und dann kommt es halt ein bisschen drauf an mit dem Verbrauch und Nachfrage, wie gewohnt, kennen wir alles schon, zur Genüge. Und hoffen dann damit jetzt aber gleich mal durch zu sein, auch hier mit dem Ding, und dass es so klug ist, das da oben hinzusetzen. Man könnte es auch hier hinsetzen. Schlussendlich spielt es eigentlich kein... doch, es spielt natürlich eine Rolle, es stimmt schon, es spielt eine Rolle. Aber da ich hier auch die ganzen Landungsstege und so habe, oder Anlegestellen besser gesagt, sollte das eigentlich nicht so das Problem sein. Also dann, machen wir hier. Höhenruder einstellen. Müsste ja eigentlich bei jedem Ding funktionieren, bei dem Konto. Abflugbereit. Ah ja, der gute alte Fangzahn, wer kennt ihn nicht? Da kommen wir sonst lange. Du bist auch klein und flink. Oh ja, doch nicht. Wir haben eine Flugroute. Das freut mich sehr. Du bist noch... Nö, willst du da gehen, wa? Isabel Sarmento hat leider nie einen Pinsel in die Hand genommen. Ihre Kunst hätte uns sicher zu Tränen gerührt. So ausdrucksvoll. Mögliche Warenfälle, Filzwarmenge 50 bis 100. Ja, komm. Jalea haben wir genug. Ventilatoren, ja, okay. Das Ding, Fälle. Naja, wir haben noch ein bisschen was. Ich glaube, beim letzten Mal, wo schon mal so ein Event war. Und wir das schon mal brauchten. Fertig. Ich bin so stolz. Ich auch. Journalero. Befehle erhalten. Noch ein paar Schiffe bauen. Nee, ich glaube, ich warte mal noch. Weil vorher machen, glaube ich, eh keine mehr. So. Ja, also, Also, einmal müsste ich ja jetzt auch mit der Produktion aber es gleich. Für die Dinger hier. Also Dünger. Gar nicht mehr so viel, wa?
Liegt aber natürlich auch am vollen Warenausgang, weil wenn die natürlich ständig voll sind, wird es mit dem Produzieren halt ein bisschen schwieriger. Herr, vergib der Jugend von heute. Ich versuch's. Also dann, wir gucken alles mal ein bisschen so durch. Wir haben hier zum Beispiel einen Düngerverbrauch, Mist, Nachfrage, Versorgung, 14 von 27. Also Potenzial ist durchaus vorhanden. Natürlich, wenn ich nicht mehr so viele Waren verbrauche, dann ist da eher schwierig, aber grundsätzlich ist da alles vorhanden. Wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt mal hier mit allen Inseln Vergleich ziehe? Da ist dasselbe, das ist sowieso gut. Und dann haben wir Dünger, Nachfrage und Versorgung. Also vor allem die Dünger-Nachfrage, sag ich jetzt mal, da dürfte es in der neuen Welt aktuell gar keine Probleme geben. Das ist sehr erfreulich. Obwohl es jetzt auch runtergeht, aber ganz ehrlich, 1400, das ist schon eine Menge. Die waren noch gerade hier, also von dem her. Und trotzdem war noch was dabei, also da ist auch kein Problem. So, dann kann man gucken können, auch hier mit Baumwolle. Und da sowieso genug, was sie produzieren und dann rüber schippern. Ich meine, grundsätzlich müsste doch die Nachfrage jetzt stark gestiegen sein. Das ist zumindest eine, die ich sich im Auge behalten muss. Ja, guck mal. Nachfrage, Versorgung, Problem. Okay, machen wir es doch mal anders. Ich bin ja eh jetzt nachjustieren und so, also von dem her passt das schon. Baumwollstoff ist alles voll. Kunststück habe ja auch viele Gebäude im Einsatz. Wir sind einmal à la Sombre. À la Sombre, ja, du mich auch. Dann kann man die Gebäude eigentlich sogar abreißen und dann einfach temporär neu bauen. Dann sprechen wir mit der Blaupause. Es ist zwar nicht viel, aber Spaß trotzdem ein bisschen kosten. So. Also, Punkt Nummer 1, Baumwolle. Gut, Baumwolle bereits. Bisschen doof zum Gucken, obwohl. Ja, hier, könnt ihr mal gucken. Versorgung, Nachfrage. Die stimmt eigentlich. Sieht auch wesentlich besser aus. Krass, was zwei Gebäude weniger schon ausmachen. Was ich eigentlich mal gucken wollte, ist natürlich mit den ganzen Klamotten hier. Die Melonen und natürlich auch die Ponchos. Lecko mir, mein Poncho ist ein bisschen übertrieben, wa? Und nicht überhaupt. Poncho-Bereich. Gut, es sind alle 8 im Einsatz. Dass das ein bisschen übertrieben ist, das hätte mir auch jemand sagen können. Nein, ist ja klar. Okay, eine Blaupause. Mal gucken, ich habe gar keinen. Das kommt noch hinzu, von gar keinen Strom da. Ich muss erst den Strom fixen, weil sonst habe ich ja falsche Messwerte. Das ist sehr ungünstig. Ich hasse es, falsche Messwerte zu haben. Da kann sonst was passieren. Ich meine, hier geht's dahin. Da müssen wir in dieser Folge eh nichts machen. Ich meine, ich könnte, wenn ich jetzt eh schon hier dabei bin. Wie wäre es, wenn ich es so versuche? Hä? Dann lege ich hier nochmal eine Strecke, sage ich schon, eine Strecke durch und gehe hier einfach straight unten durch. Das Ding jetzt hier, doch in der Mitte, wäre eigentlich schon cool, wenn es in der Mitte wäre.
So, weil dann müssen theoretisch hier alle Strom haben. Weil die anderen mit Strom versorgt werden. Hey, alter Schwede. Wenn sie noch mehr... Gut, aha, die werden sowieso schon mit Strom versorgt. Moment. Bloß so, dass der hier oben so weit weg war. Nee. Keine Ölquellen mehr. Theoretisch kann man natürlich hier oben auch noch was machen. Ich könnte natürlich auch hier die Schiene aber so sein lassen. Komm, weißt du was? Ich kenne den Scheiß eh nicht mehr. Ich schalte mal kurz auf normal, damit ich mal hier ein bisschen Strom habe und gucken kann, wie es denn aussieht. Und dann sollten wir eigentlich mit einer kleinen Überprüfung relativ schnell hier durch sein. Mit der Insel zumindest. So, da oben warte mal noch, weil ich nicht genau weiß, ob ich den da oben haben will. Wow. Okay, also aber auch schon lange nicht mehr gesehen, keine Ziegel mehr. Ja, noch einen großen, der kleine müsste reichen. Ah, den haben wir auch noch. Ziegelmaster. Ups. Kurz gucken, was haben wir hier oben noch alles. Yikes. Komm, machen wir so. Immer der Nase nach. Und im Gleichschritt. Also, hier noch kein Strom drauf, müsste ich aber gleich ändern. Jo, da kommt auch schon. Fährt schnell hier durch. Das ist auch wunderbar. Dann können Sie sich hier auch mal kreuzen, ne? Also normalerweise soll man zwar die Ströme nicht kreuzen bei Bahnlinien, aber das geht. Das ist nicht so das Problem, Freunde. Also immer gut merken, Ströme nicht kreuzen, Bahnlinien, die darf man kreuzen. Also, Außenverkehr. Okay, anderes Thema. Wie sieht denn eigentlich hier aus? Das ist, glaube ich, eher weniger, aber ich wage mal den Schritt und schicke mal hier rüber. Vielleicht schaffen wir es noch in der Zeit, wer weiß. So. Sind alle noch voll unter Strom. 39er Produktion. Ja, leck mich am Tschöpli. Ja, das ist ein bisschen übertrieben. Das ist eine wahrhaft bedeutende Entdeckung. Hä? Was hat er gemacht? Achso. Bin doof, sie ist ja hier. Nein, die Explosion, da ist ein anderes Thema. Na komm. Hä? Ein Anlegesteg? Why that? Okay. Die Dinger sind noch klar, der war mal so gemacht für Just for Fun. Die können ich eigentlich auch offscreen produzieren lassen, ne? Weil eben eigentlich wäre dann der nächste hier weiter. Muss mal gucken. Aber ich notiere es mir zumindest mal zu Ende der Folge. Ich hoffe, merkst du bis dahin, dass ich dann vielleicht, bevor wir dann nach der Pause mit der nächsten Folge loslegen, dass ich dann erstmal die hier noch abhandle. Wenn wir dann quasi hiermit schon starten können. Und dann natürlich halt mit der Arktis. Also, Arktis starten. Arktis weitermachen, besser gesagt, ja. Zurück, neue Welt, die mir so gut gefällt. Also in der Theorie schon. Ja, kann man da immer noch, ey. Schön ein paar Ponchos, perfekt. Also das ist soweit erledigt. Dank natürlich Strom. Ohne Strom wäre nicht viel los. Mann. Wo bist du? Da. Wohin soll's gehen? Bis zum Horizont und darüber hinaus. Falsche Insel. So.
Polizeiaktivität ist soweit in Ordnung. Das war nicht anders zu erwarten. Da natürlich auch ein super Arbeitgeber bin. Hust. Naja, schlecht ist es nicht. Ups. So, dann geht ihr noch bis dahin. Was haben wir hier Schönes? Der liegt irgendwie ein bisschen schräg auf. Dann machen wir es mal so. Gucken wir mal bei dem, wie es denn so aussieht. Ui, ja, da sieht es ein bisschen dümmer aus. Unangenehmer. Ich habe hier eine Polizeiwaffe da oben. Falls da irgendwas los wäre, wäre es schwierig zu kontern. Dann platziert ihr mal dahin. Wird es auch trotzdem nicht reichen, aber egal. Also, wir haben da eine Feuerwache. Die platziere ich mal so. Sehr gut. Das hier oben kann ich mir eigentlich schenken, war mittlerweile. Dass das einfach nicht geht, hey. So. Dann eine Feuerwache, die wirkt ein bisschen deplatziert, aber ich glaube gerade da, warte mal. Gucken, wir haben da eine, wir haben hier unten natürlich gar keine. Ah, habt ihr hier noch eine. Da und da theoretisch hier, aber dass hier mal irgendwas in die Luft fliegt. Die Chance eher gering. Hier oben ist die Chance größer. Vor allem hier gab ein Kraftwerk zu. Naja, schön ist was anderes. So. Ja, ja. Freude herrscht, wa? Ist schon ein seltsames Gefühl, wenn man so zum Abschlussspurt Mann! Zum Entschlussspurt beschließt. Entschließt. Deutsche Sprache, schwere Sprache. So. Den oben machen wir gleich noch. Weil ich mir nicht sicher bin, wo ich den platzieren will. Weil irgendwie gefällt mir trotzdem nicht. Hier vielleicht einfach. Na komm. Solange noch der Bug existiert, dass ja Luftschiffe das Gefühl haben zu müssen, wenn der näher dran ist, immer zuerst den anvisieren zum Landen, auch wenn er schon voll, also wenn er schon besetzt ist, mach es doch lieber so. Okay. Das sieht langsam sich nach was aus. Okay, also. Weil am Text müssen wir noch ganz kurz nach Capsuloni, Entschuldigung, aber solange ich hier den Ding noch nicht habe. Sind unterwegs. Wieso finde ich den Scheiß nicht? Zum Horizont. Ah doch, warte mal, hier. Wäre doch cool, wenn ich es mal sehen würde. Sind unterwegs. Nein! Alter. Huch. Okay. Zum Horizont. Ihre Stadt ist Hä? attraktiver geworden. Ja, die sehe ich schon. Und wo ist jetzt das Ding? Wo soll die Stelle sein? Beidrehen. Bin ich schon zu nahe dran.
Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Natürlich, was auch sonst. Abdrehen beginnen. Hey, ist das ein Bug? Die Minen sehe ich überall. Aber sonst sehe ich nichts. Sind unterwegs. Hä? Verwirrung? Ich sehe nur die Minen, sonst sehe ich nichts. Sind unterwegs. Hä, wo soll ich denn da wo soll ich denn da tauchen gehen, wenn ich nur die Minen sehe? War ich ja zu nah dran? Nee. Hat man trotzdem gesehen. Abdrehen beginnen. Ja, sind die größer, ist klar. Aber trotzdem ist nur ein Signal für die Minen. Nirgends eine Stelle, sag ich jetzt mal, wo ich wüsste, okay, da kann ich tauchen gehen. Die Minen waren nie so verteilt, aber... Ist gerade angekommen. Abdrehen beginnen. Gut, keine Ahnung, vielleicht ein Bug. Eine Bug-Quest. Weil ich wirklich nur die Minen sehe und sonst nichts und auch sonst nichts gesehen habe. Es sei natürlich jetzt gerade übersehen. Aber seien wir ehrlich, wenn ich es jetzt noch finden würde, bis nachher da beim Schiff wäre, also bei seinem Schiff, bis nachher die Ware abgegeben hätte. Das würde zu lange dauern. Abdrehen beginnen. Abdrehen beginnen. Sag noch immer das Gleiche, wa? Abdrehen beginnen, abdrehen beginnen. Wenn ich so weitermache, beginnt das Absaufen. Oh! Ja gut, aber da ist niemals hier der Schatz hier, den ich eigentlich suche. Abdrehen beginnen. Wobei... Also die Chance ist klein, sagen wir ehrlich, die Chance ist klein, aber... Wendemanöver. Lass dich überraschen. Da, 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 da. Beidrehen. Beidrehen beginnen. Sind unterwegs. Das ist irgendwie ein anderer Schatz. Die Markierung, also das Ausschlagen hier müsste ganz anders sein. Es müsste eher so gelblich sein. Das so gezackt, wie gerade das mit den roten, also sprich wie das mit den Minen war. Zum Horizont. Oh, bei ihr ist Bierfest. Andere am Bergfest, sie hat Bierfest. Nein, Bergfest ist in der Mitte der Woche. Und Arno kommt ja eigentlich immer am Wochenende. Huch. Okay, nicht verklickt, sehr gut. Hammerwick. Ja, das ist eine Hammer, die Stadt. Man macht darauf gar nichts. Ah doch. Die Lager sind voll. Kann pausieren. Alter, der kostet mich ja auch viel Zurück an die Kohle. Maschinen. Dann mache ich nur, damit ich nachher noch weiß, dass ich hier sowas mal hatte. Für den Fall, dass ich wieder mal bräuchte. Neue Befehle. Nur die Chance sehr gering. Hä, wo ist der Schatten? Was? Abdrehen beginnen. Moment. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Ah, da. Zum Horizont. Seht ihr, das hat mir vorhin gefehlt da unten bei den Minen. Außerdem mich jetzt irgendwie übersehen. Na komm, schön runtertauchen, schön gluck, 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 gluck machen. Also nicht wortwörtlich, das wäre doof.
Wow. Nein, das war es definitiv nicht. Ja gut, Freunde, lassen das. Dann hätten wir das verkackt soweit. Aber wichtige Lektion fürs Leben, man kann nicht immer gewinnen. Gut, die hätten wir wieder instant gesetzt. Instant vor allem. Löschen wir das auch mal. Okay. Zurück hierzu. Wir sind ja hier eigentlich noch bei euch stehen geblieben, whatever. Und haben festgestellt, yo, Digi, die Produktion von Ponchos, die ist echt geil. Von Melonen gehen wir jetzt gleich mal weiter, weil ihr braucht die Dinger nur hier in der neuen Welt aktuell. Melonen haben wir hier. Wir haben 4 Stück mit den Melonen. Finde ich jetzt nicht wirklich ein Problem, noch gesagt. Der Filz nimmt ein bisschen ab, kann das sein? Filz braucht er nur hier, also der dürfte gar nicht abnehmen. Oder habe ich eine Filzroute? Jetzt mal filzen. Ah doch, stimmt, wir haben eine Filzroute. Weil das Filzlager ja schon wieder voll ist. Zu voll gefilzt. Also mein Filz... wenn da jetzt wirklich... Ja, ich könnte einen nochmal aktivieren, ne? Können wir machen. Ziehen wir uns auf eine Alpaka-Wolle ab, aber davon habe ich eh genug. Huch. Der hier. Ich glaube zwar auch auf Strom, aber halt jetzt nur das Item hier drin, ne? Eine Filzfabrik. Aber eben dafür genug Alpaka-Wolle. Also wenn es in der Theorie. So, die Versorgung, die sieht so aus. Wie sieht es dann mit Alpokos? Alpaka-Wolle selbst aus. Das ist natürlich auch cool, weil er produziert das Teil eh nur hier. Da macht es natürlich ein bisschen einfacher. Aber sprich Filz und die Hutmacherei. Wenn man so schön sieht, Nachfragen und Versorgung, das müsste eigentlich auch jetzt wieder funktionieren. Natürlich immer ein bisschen hier mit der Kleidung, aber weiter, die Hüte gehen hoch. Auf Manola, sprich, das dürfte also kein Problem sein. Jetzt bleibt nur noch ein dampfender Haufen gar nichts übrig. Na, guck mal, er hat 50 und 90 dabei, also das sieht soweit gut aus. Der Revolution verdanke ich meine Unabhängigkeit. Das freut mich für dich, das ist immer sehr wichtig. 120 Verse sind nicht viel. Wissen Sie? Nein, ich weiß nix. Ein Gläschen, Sir? Ein Kostümhändler. War natürlich alles Mögliche. Da ist hier der Verbrauch, beziehungsweise Nachfrage ist 3, Verbrauch ist nur 1, Nachfrage nur 1 und Versorgung 3. Also auch da gar kein Problem. Dann gucken wir noch mal hier mit Pigmente. Nachfrage der Pigmente ist ein bisschen gestiegen. Ich frage mich warum. Ja gut, Santomin natürlich auch selber Anspruch auf Pigmente, war. Deswegen, weil ich auch nur hier versorge. Wobei er halt theoretisch 3 hätte, deswegen theoretisch ein Minus. Theoretisch. Aber ich glaube, ist das mit den Pigmenten überhaupt, also ganz ehrlich, wir haben solche Masken und so, das wird glaube ich nie aufgehen. Die Spiele beginnen.
So schnell kann es gehen. Und Einfluss. Sie lassen sie hochleben. Ja, eben das mit dem Einfluss ist halt so ein Ding. Und sie darüber Was aufregen kann, darüber streiten kann. Ich persönlich nehme es mittlerweile gelassen. Und feiere es irgendwie auch. Auf eine schräge Art und Weise feiere ich es sogar. So, ein Polizeiausrüstung, Arsenal, natürlich auch alles Picobello. Jo. Salpeter auch eben so Not, wenn es sein muss. Schmeiße ich hier nochmal eine an. Aber man sieht auch hier, der Pigmentausgang ist eh voll. Also kann ich mir das sowieso in den Hut schmieren. Sprich, solange ich momentan noch nicht irgendwie den Bedarf hätte, nach weiteren Masken, ist auch das eigentlich eher gegessen. Oh, schau mal. Die Federn an. Xavier Nandus Federn. Wer kennt sie nicht? So. Das Lager ist voll, Jefe. Dann fehlen nur noch die Fußbälle. Ja? Ups. Die Fußbälle zur Optimierung. Wir gucken mal, ich produziere 20 Fußbälle. Wir haben noch viele Weltmeisterschaften. Aktuelle Nachfrage von 11, aber eben von 20. Das geht also soweit auch auf. Wir haben natürlich hier die Nandu-Federn. Moment, was? Nandu-Federn? Nandu-Leder, ich wollte gerade sagen. Habe ich das gerade falsch gesehen oder stand wirklich Nandu-Federn da? Manchmal. So. Nachfrage, Versorgung. Aber auch das ist klar. Wir haben eigentlich zu viele Felder. Naja, das passt soweit. Das passt soweit. Machen wir ganz kurz hier noch ein bisschen hoch. Der Handel ist geplatzt. Dann natürlich schade. Sie sind ein sehr vernünftiger. Wie selbstlos. Wer geht? Oh, ist immer gut. Ich weiß. Also, Nandu-Federn müssen wir gar keine Sorgen machen. Kautschuk. Glaube ich aber auch nicht. Ihr habt so eine verdammt hohe Nachfrage an Kautschuk. Leckt mich am Arsch. Gut, ich produziere aber auch... Alter. Ich produziere auch Kautschuk in Hülle und Fülle. So. Aber krass, ey, meine Ballmanufaktur, ich habe jetzt ja auch ein bisschen nachgelegt hier. Also nehme ich einfach mal Wunder, wenn ich jetzt den abreißen würde. Nur mal so just for fun gucken. Natürlich in die Ballproduktion habe ich noch 13. Ach, trotzdem. Komm, ich lasse den mal. Vielleicht auch, weil ich dann demnächst mal noch Bälle in anderen Ländern und so brauche. Das könnte nämlich durchaus sein. So, der Filz. Die Baumwolle, der Baumwollstoff. Alpaka-Farm, die Nandu-Farm. Natürlich Nandu-Federn, die verlieren sie nur, wenn sie unter Strom gesetzt werden. Wer kennt das nicht? Und Salpeter aus Alpakas, wer kennt es auch nicht, dass die Dinge das einfach rausscheißen. Alles so, wie es sein soll, Freunde. Jo. Ich meine... Ich prüfe nochmal kurz. Ich mache hier viel mit Baumwolle. Ja, der nimmt dort ein bisschen ab, aber eigentlich kann dort sowieso maximal nur 550 mitnehmen. Man könnte schon dabei sein beim Thema, hier vielleicht noch ein bisschen erhöhen das Ganze, also das Depot und so. Tun nicht auf Köln, weil 550 finde ich halt trotzdem noch viel. Klar, was ich noch nicht sehr viel habe von, doch Auskleidung schon. Die könnte ich eigentlich auch, wenn die sowieso hier produziere. Warte mal, bin ich eigentlich doof oder was? Ja, bin ich, weil hier schon alle 5 voll. Ja, ich meine nur, weil ich ja eine Route habe. Eine Import-Export-Route, die mir Arbeitskleidung holt aus der alten Welt. Aber produziert die gerade selber. Weißt du? Und ich habe sowieso eigentlich genug, aber wenn ich meine, ich produziere sie und mache nichts damit, das ist irgendwie auch schade. Jubilee-Kleidung, Manola-Kleidung, das ist eigentlich ein Produkt, aber scheiß drauf.
mache ich auch darüber, also egal ist drin oder wenn, ich habe gar keinen Platz mehr dafür. Ups. Was man natürlich machen könnte, das überlege ich gerade tatsächlich. Ob den hier einfach stornieren soll. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Also wisst ihr im Sinne von stornieren, dass ich einfach sage, hey, ihr habt keinen Zugriff mehr auf die Waren. Aber warum soll er denen überhaupt das liefern? Mal anders gefragt. In der Reichweite, glaube ich, dass er so krass abnimmt. Dünger, wie immer, wie gewohnt viel. Weißt du was, versuche jetzt mal. Dieser Ort ist voller Energie. Ich nehme auch die Ponchos und die Melonen weg. Ich mache hier mal auf Fullspeed, weil ich jetzt mal gucken will. Natürlich ein paar zurückgehen, ne? Also hat er eh schon nicht 20, sondern halt 18. Und nimmt 16. 14, ne? Auf 14 müssen eigentlich die Dinger runter. Lebensqualität. Theoretisch noch einen Strand irgendwo einbauen, wobei ich gar nicht wüsste wo. Jornaleros tun mir leid. Die armen Kerle werden niemals wahren Fortschritt erleben. Das ist noch fetter Strand, wa? Aber hilft ihnen das auf die Distanz hin? Bisschen weit weg, oder? Wir können mal abtauschen, genau. Die Dinger da, ne, würde eh nicht passen. Schade. Dachte, wird vielleicht reichen, aber ich glaube eben, der Strand ist einfach zu weit weg. Eine Samba-Schule. Ne, haben wir das gleiche Problem, dass er dann nochmal Waren liefern muss. Dauert aber lange, bis das wirklich runtergeht. Ich müsste eigentlich jetzt Bedürfnis von, na komm schon, bis 14 müsste eigentlich runtergehen. Na, wobei er sinkt ja stetig. Wäre aber eine Variante, war? Hä? So, zweimal sommerlicher Marktfiesta, sommerlicher Marktplatzfiesta. $14,72. Wasser geht noch weiter runter. Ja, müsste. Wenn das Standardmaximum 20 ist, dann müsste eigentlich bis 14 runter. Weil ich keine Nähmaschine habe, keine Melonen, keine Ponchos. Und damit dem Bier ist auch so ein Thema. Aktuell echt zu wenig Bier, kann das sein? Jo, kann. Gut, da ich das Bier eh nur hier brauche, stört es mich jetzt nicht weiter. Gut, die Melonen steigen wieder kräftig, das ist schön. Die Zigarren steigen auch kontinuierlich. Also Ventilatoren. Jo, alles schick. In der neuen Welt, Freunde. Alles schick.
Wenn der bloß das noch funktionieren würde. Okay, sinken weiterhin. Ja, wenn ich jetzt bloß irgendwie so eine Ahnung hätte, wie viele Gebäude das ich brauche dafür. $13,80. Nee, fertig ist das noch nicht. Okay, komm, ist was. Gehen wir auf ganz normal Play. Und dann Jubilee Kleidung. Den ändern wir mal ganz kurz. Du pausierst mal. Hätte ich gerne. Warte mal. Sollen wir noch was machen, wa? Genau. Also es geht ja um Kleidung. Eigentlich. Und sind wir ehrlich, Fußball ist keine Kleidung, Filz ist eigentlich auch keine Kleidung. Ja, wobei, eigentlich sind es Waren, wenn ich ehrlich sein soll. Das heißt, wir nehmen neu das Ding mit. Zack. Zack. Also, da der auch noch stimmt. Ja, immer schön aufräumen, Freunde, immer schön aufräumen. Das müsste wieder stimmen. Ach nee, jetzt habe ich das Falsche rausgeschmissen, scheiße. Achtung, Fußbälle fallen! Aus der Höhe könnte das wehtun, wa? Wenn wir so runterkrachen. Also. Manola Kleidung und dann machen wir hier Manola Waren. Ja, es waren mal welche. Wobei Abaya stimmt noch. Das Ding stimmt auch. Also es sind Konsumgüter, das stimmt soweit noch. Wir brauchen Fußbälle. Die andere waren ja 2 Routen, ne? Das heißt, wir brauchen 2-mal Fußbälle. Ich glaube, 2 Masken brauche ich jetzt nicht, ich glaube, da müsste eine reichen. Ne, warte mal, Masken haben wir schon. Warte mal. Da haben wir schon so viele Produkte hier. Der Filz war es, ja. Davon hatten wir, soweit ich gesehen habe, auch zu viel. So, kurz gucken. Ihr habt die 4 dabei. Was die Übeltäter? Erschüttert eine ihrer Fabriken. Es funktioniert. Ich glaube, wir haben es geschafft. Das freut mich natürlich. Und dann eben die ganzen Produkte noch. In dem Sinne jetzt mal die Fußbälle. Wo da unten sowieso voll ist. Noch ein bisschen Filz. Da sieht es ja, zumindest Manola sieht es auch voll aus. Also ich glaube, das könnte funktionieren, Freunde. Falls nicht, muss ich vielleicht die Produkte-Route nochmal durch ein 5er-Schiff versetzen. Dann gibt es hier nochmal ein Filz extra. Oder ein 2-3er rein. Dann kann ich mir hier den Fußball hier sparen. Das wäre eine Option. Aber ja, dann habe ich ihnen halt wirklich mal Kleidung auch separat. Ich muss jetzt immer das ganze Zeug hier mal importieren. Vielleicht komme ich sogar ohne Import mit der Kleidung aus. Also Arbeitskleidung wohlgemerkt, ja. Produktion von 3. Ich glaube es zwar weniger, Nachfrage 3. Oh. Doch. Es reicht, wenn es reicht, dann reicht. Okay. Der ist noch unterwegs, das ist gar nicht mal so schlecht. Brille, 2-mal Shampoos habe ich einmal abgestellt. Und auch hier so viel Shampoos habe, spielt es keine Rolle. Arbeitskleidung, genau, das heißt, die schmeiße ich jetzt erstmal raus und mache nur noch hier Brille. Brille vielmal? Nein. Zumindest aktuell mal die Brille, nur die Brille. Das wird künftig noch ein bisschen mehr werden, keine Sorge.
Das lag auch ständig voll. So. Ne? Man braucht ja lange. Ja, aber ich glaube, Filz reicht einmal tatsächlich. Bälle, da bin ich mit zweimal 50 gut bedient, tatsächlich. Einmal können wir ein bisschen so knapp werden. So, dann hätten wir das auch. Also nochmal hier geguckt, wie es hier mit dem ganzen Verbrauch Nachfrage aussieht. Das müsste jetzt alle noch ein bisschen optimiert sein. Vielleicht zu viele Fußbälle. Aber da ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob es in der im Besen war, in der alten Welt. Irgendwo brauche ich es immer nochmal. Da lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. Hä? 1288, das sind 14, das stimmt soweit auch. Was sagst du? Noch 75, die volle Reichweite. Es reicht also, ich brauche nicht mehr. Sehr gut, sehr gut. Kriegen natürlich auch weniger Kohle, ist klar, aber gut, das ist jetzt halt so ein Thema. Was natürlich auch machen könnte, jetzt wo ich weiß, dass ich hier nicht so viel Platz brauche, dass das vielleicht nach hier oben verlagere. Wenn es geht, ja, dann keine Ahnung. Oh, das sieht scheibenkleistermäßig aus. Ne, das klappt nicht. Mit denen kann er funktionieren. Strand hier dann geklappt, hä? Nee. Nee. Nee, Freunde, ich glaube, das passt schon. Natürlich da, man könnte theoretisch versuchen, einen Strand zu bauen, aber come on. Come on, das geht schon. So, im Endeffekt, Freunde, was könnte man sagen? Geht es rein um die Produktoptimierung? Ist mein Ziel in der neuen Welt erfüllt? Kann man hier ganz kurz... so, also mal ein bisschen zuzuklicken. Ist mein Ziel erfüllt? Wir haben Alvestus, unsere wunderschöne Bauminsel. Gut, der ist ein bisschen abseits von allem Guten und Bösen. Das könnte man auch noch... Kommt über jemand mal vorbei? Doch, stimmt, Ich habe hier die Dinger, die Anlegestellen. Ich habe hier 2. Okay. Das kommt noch, wenn man die falsche Taste klickt. Dann machen wir das so. Zack. Ganze Baumschulen. Überall volles Lager, weil einfach alles viel zu krass ist. Sei es Kampfer, sei es Kokosöl, sei es Kampfer hatten wir schon, oder sei es die Zitrusfrüchte. Natürlich ZIP nicht zu vergessen, wir haben hier alles en masse on Lager. Unsere wunderschöne Stadt Abaya mit den ganzen Kleidung, Filzproduktionen. Auch alles nochmal gründlich durchgeforstet, optimiert. Aber nicht nur das, wir haben hier die ganzen Farmen, die Tierfarmen besser gesagt, wo wir auch hier mit der Handelskammer arbeiten. Die wir brauchen für die Düngerwerke. Also hier den Fokus wirklich auf Dünger gelegt. Alles perfekt, alles maximiert. Also mehr oder weniger zumindest. Aber doch, sehr gut gemacht. Natürlich auch Öl. Öl nicht zu vergessen. Überall ein bisschen Öl. Was auch überall, ganz kurz gucken, Jubilee, ja auch gebraucht wird, wenn wir ehrlich sind. Alles wieder 400 Öl und Lager, kann ich wiederholen. Ablegen, fertig. Zeigt zwar stark nach unten, aber im Prinzip das 400 ist eigentlich schon doch eine Menge, kann man so sagen. Vielleicht muss er mal wieder nachjustieren, aber wir gucken mal. Natürlich auch unser großes Öllager hier unten. Vorne Fundo ist generell eine riesige Insel voller, eigentlich unser Lager. Aluminium, en masse, Ziegelsteine, Bretter, was sie einfach produzieren. Für den, ich sage jetzt mal, täglichen Bedarf, kann man fast schon sagen. Und natürlich auch unsere Luftschiffwerft, was ich natürlich noch hier noch nicht gemacht habe, beziehungsweise doch gemacht habe schon.
aber wo halt noch keine Notwendigkeit bestand, weil zum einen, bis die mal in Betrieb sind, alter Schwede, braucht man da viele Arbeitskräfte. Und es kostet en masse, das kommt noch hinzu. Und ganz ehrlich, wir brauchen es nicht. Die habe ich auch schon mal angeguckt und gesagt, aktuell kein Bedarf, aber falls doch, hier wären sie. Ja? Hier könnte man die produzieren. Wunderbar. Saint-Lomé, unsere Schmiedeinsel. Aber auch nur für die Produkte, die wir brauchen. Ne? Viele Produkte, teure Produkte, geile Produkte, Motoren sehr viele, Nähmaschinen, Herzkammer des Wandels. Ventilatoren, Motorroller. Natürlich nicht zu vergessen Ethanol, was man immer wieder braucht. Und Celluloid, auch für die alte Welt, wohlgemerkt. Parfüm, unser Lieblingsparfüm. Was hoffentlich parfümtechnisch gut funktioniert. Da bin ich gerade ein bisschen am gucken. Da oben sieht es gut aus. Auf Manola. Sieht in der alten Welt aus. Das sieht auch gut aus, also funktioniert auch. Tja. Weiter zu Prosperity. Unsere Insel, da könnte man noch, aber du brauchst für den täglichen Bedarf jetzt auch nicht mehr. Dann was machen? Ölpresse, ja, aber ich schürfe gar kein Helium mehr. Das brauchen wir nicht mehr, den Spaß haben wir gemacht. War cool, aber Arktisgas ist besser, für meine Fälle. Vor allem ohne Kriegsschiffe, sag ich jetzt mal, wenn man es nur für den Warenaustausch braucht. Holzproduktion natürlich en masse, wir haben Kohleproduktion en masse, also hier Holzkohleinsel läuft. Hier entweder kann man die Dinge sogar noch komplett wegreißen oder anders. Ich glaube, das wäre noch eine Idee, dass man hier komplett darauf verzichtet, auf die ganzen Wohnhäuser. Glaub ja nicht, du bekommst noch mehr. Und alles auf Manola macht. Mal gucken. La Isla. Eine der Hauptinseln des Main Games haben wir. Und da machen wir da gar nichts mehr, braucht es nicht mehr. Das würde ich zu einem späteren Zeitpunkt gerne mal noch ein bisschen umbauen. Aber ansonsten lassen wir die Insel so, auch mit den Obreras und Natistas. Solange die hier Strom haben, ist alles picobello und funktioniert. Und im Lufthafen eben vielleicht irgendwo auch mal anders hin, oder dem Fall mal verschieben. Noch ein bisschen mehr Öl und so, aber produzieren tue ich hier nichts mehr. Jubilee, ursprünglich Baumschulinsel, haben wir sogar nachträglich erst noch gekauft und dann großzügig, großartig upgraded. Lebensmittel, Farmen, alles mögliche, Baumwolle, was haben wir sonst noch alles? Kautschuk natürlich auch, eben die ganzen Lebensmittel. Und auch, kann man da noch dazu hinreißen lassen, die ganzen Hacienda-Brauereien. Ich glaube jetzt Bier oder Schnaps, Chili-Soßen, Atole. Zwar Atole und Bier rein für die neue Welt, für den Verbrauch. Schnaps und Chili-Soßen auch für die Arktis künftig. Schon mal schön vorgesorgt. Ja, die ganze Produktion und so, auch das läuft alles wunderbar. Da kann man es hier und da noch ein bisschen optimieren, aber ich habe das Gefühl, um die ganzen Items, ich habe es schon ordentlich und zu Genüge optimiert. Ist so mein Bauchgefühl. Weil eben, man kann es auch übertreiben, ne? Ups. So. Wie so vieles im Leben kann man auch das eben übertreiben. So. Wundelball. Natürlich Manola, die große Stadt himself. Mit Strom hier aus dem Wasserwerk. Die ganzen Minen sind alle hier drauf. Hier die Stadt, die man noch ein bisschen optimieren muss, finde ich. Hier drüben vielleicht eher weniger. Obwohl doch. Ja, hier und da überall nochmal ein paar Ratshäuser verteilen. Da kann noch ein bisschen machen, aber es ist wieder Schönbauerei, also mit der Produktionslinien nichts mehr zu tun. Es gibt auch eigentlich nichts mehr Neues zu zeigen. Also von dem her, was eine neue Welt zu bieten hat, zu zeigen hat, haben wir alles mal gezeigt. Und das, wo ich das Gefühl habe, es lohnt sich, produzieren wir auch. Gerade eben die Dinger, die die Einwohner hier zum täglichen Leben brauchen. Jo, würde sagen, Freunde, das ist die neue Welt. Unsere neue Welt. Mit feiner Zwischen, ne, ist klar, wir sind ja überall dabei.
Überall nervige NPCs. Das Vergnügen ist ganz meinerseits. Ja, auf meiner Seite auch. Oh, das lief jetzt nicht so toll. Also, Freunde, in dem Sinne, ich versuche hier gerade irgendwie durchzumarschieren. Nicht ganz so einfach, weil ich wurde hier gerade eingesperrt. Dann im letzten Rundgang durch Manola vorerst. Ja, wie gesagt, neue Welt, soweit alles getan. Man könnte Manola und La Isla noch ein bisschen schönbautechnisch schöner machen. Irgendwann wird das ziemlich sicher auch passieren, nur aktuell nicht, weil ich gerade ehrlich gesagt auch keine Motivation mehr dazu habe. Nach dem Grund auch machen wir jetzt mal eine längere Pause. Von einigen Monaten, da es ja aktuell jetzt irgendwie Sommer-, Herbst-Ding ist, wo ich jetzt sage, jo, ich könnte auch mal eine kleine, nette Sommerpause machen im Herbst. Nee, besser gesagt im Winter dann. Sagen wir mal, Alter, so. Im Winter dann geht es weiter mit der Arktis. Optimierung in der Arktis, da wird natürlich auch ein schönes Thema. Seines Dinger, die ganzen Zoos und Botanik muss ich ja noch. Ja, Zoo, Botanik und so muss ich auch noch, aber das ist schönbauertechnisch, aber schon mal erwähnt. Neu machen. Die Arktis mit Waren aus, erstmal selber optimieren, logischerweise, aber auch mit Waren, neuen Waren wie Chili-Soße, ui, ist der schnell. Oder Schnaps aus der neuen Welt versorgen. Vielleicht auch noch neuen Waren aus der alten Welt, wobei ich glaube, das eher weniger. Vielleicht eher, dass wir sagen, okay, die Arktis optimieren, um wieder Waren nach Mbese zu verschiffen. Was wir vielleicht auch brauchen werden, ne? Besucherhäfen hier sind auch krass. Sag mal. Spiel. Perfekt. Welcome to Anno 1800. Alter, da sind wir so viele hier aussteigen. In meinem Falle eher Welcome to the End, oder to the Pause. Weil, wir sagen so schön, alles hat mal ein Ende, nur Anno hat nie eins. Ich glaube, das kann man so mit dem Schlusswort, glaube ich, oder Schlusssatz besser gesagt, besser kaum formulieren. Freunde, ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen die ganze Zeit über. Mit 469 Folgen gehen wir jetzt mal in eine längere Pause. Melden uns auch wieder zurück dann irgendwann mit der Arktis, mit dem, ja, Refactoring, wie auch immer. Mal gucken, wie viele Folgen es da werden. Wo wir dann in der Arktis selbst noch die 500 Folgen Grenze knacken werden. Ich bin sehr gespannt, ich hoffe ihr auch. An der Stelle, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.